Hallihallo und herzlich willkommen bei euch in der Schweiz zum allerersten Folge World of Warcraft. Yeah! Ich habe keine Ahnung, wie sehr ich mich schon die ganze Zeit darauf freue, endlich World of Warcraft anzufangen. Und besonders noch mit dieser komischen Facecam da. Ist halt jetzt mein allererstes Mal, also mal schauen, wie es rauskommt. Aber ich denke, wir sollten das einigermaßen gut anbringen. Das Ziel von dem Let's Play wird sein, ein Charakter von Level 1 bis 120 gut zu sein, ist glaube ich selbsterklärend im Moment. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Bald kommt Shadowlands raus und mein Ziel ist einfach wirklich vor Shadowlands den Charakter bis 120 zu ziehen, weil Shadowlands wird die ganze Welt von World of Warcraft einfach einmal auf den Kopf gestellt. Absolut geil. Alle Charaktere werden eigentlich zurückgestuft auf Levels bis Level 50 und dann können wir wieder bis Level 60 aufleveln, also das Maximum-Level wird dann eigentlich die Hälfte sein von dem, was es jetzt ist. Aber ich habe jetzt wirklich seit Jahren nicht mehr WoW gegamed, also bedeutungsweise ich habe Game von Burning Crusade bis auf Mist of Pandaria habe ich gesuchtet wie der letzte Weltmeister. Und daher würde ich sagen, es ist doch der beste Moment, um irgendwie wieder ein bisschen ins Spiel reinzukommen, zum anschauen, hey, was hat sich alles verändert, was hat sich gebessert, was hat sich nicht gebessert und was gibt es Besseres, als das gerade mit euch zusammen dürfen zu machen. So, wie ihr schon gesehen im Hintergrund, wir befinden uns schon in Charaktereinstellungen und zwar würde ich jetzt hauptsächlich mit euch zusammen meinen neuen Charakter erstellen. Ich befinde mich auf einem komplett anderen Server, wo ich keinen einzigen Charakter drauf befindet. Einfach aus einem bestimmten Grund, dass ich auch meine Ruhe habe, wenn ich mal auf dem Main-Charakter spielen oder eine gewisse Art und Weise mal ein bisschen Ruhe haben. So wie man es halt denkt, oder? So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben da gerade ja mal die Auswahl zwischen männlich und weiblich. Dann tun wir da mal auf männlich stellen. Da ich ein Mann bin, würde ich gerne auch einen Mann spielen. Es gibt ja auch Männer, die Frauen spielen, Frauen, die Männer spielen. Ich finde nichts in dem Ganzen eigentlich wirklich schlimm. Ich persönlich bin einfach ein Mann, darum spielen wir einen Mann. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt zwei verschiedene Fraktionen in World of Warcraft. Und zwar auf der einen Seite haben wir die Allianz, auf der anderen Seite haben wir die liebe Horde. Ich muss von Anfang an gestehen, ich bin ein absoluter Horde-Fan. Was bedeutet, wir werden die Fraktion jetzt von der Allianz anschauen, was für Charaktere es dort gibt. Aber spielen werde ich zu 100% einen Charakter aus der Horde-Fraktion, da ich einfach ein totaler Horde-Fan bin und gegen die Allianz. Das ist immer jeder das Seine, aber ich bin so aufgewachsen und daher würde ich das jetzt eigentlich auch gerne beibehalten. Dann würde ich sagen, wir gehen mal... Ui. Ich bin gerade... hell. Guten Morgen. So. Wir haben hier an erster Stelle den lieben Mensch, wie wir sehen, nicht viel verändert. Also ich könnte auch mich anstellen, es würde aufs Gleiche rauskommen. Und da sehen wir auch den Arsch mit eingepackt, ein wunderschönes flaches Ärschli. Dann haben wir den Zwerg, den kennen wir ja von verschiedenen anderen Filmen, wie zum Beispiel Herr der Ringe, spielen die auch eine wichtige Rolle. Dann haben wir noch den Nachtelf. Ganz eine coole Klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich am Rande bin allgemein sowieso ein mega Elfen-Fan. Und daher wäre das natürlich auch eine coole Klasse, aber das Allianz ist... Dann haben wir noch den Gnome, die kleinere Version von einem Zwerg. Auch eine ganz coole Klasse, sieht noch recht speziell aus, so. Wirklich Mini-Version. Dann haben wir Draenei, eine der wichtigsten Rollen in ganz World of Warcraft und Warcraft selber. Sie spielen hauptsächlich eigentlich mehr den Bösewicht früher. Jetzt kann man ihn ja selber spielen, da hat er ja so verschiedene Tentakel, wo man da kann ein- und ausstellen, also man kann da alles verändern, aussehen, technisch etc. etc. Aber das lassen wir mal aus am Rande stehen. Zworgen, das ist wirklich das einzige Volk, das ich bereue, dass es nicht in der Horde drin ist. Und zwar, ich stelle mal ganz kurz um, dass wir ihn auch sehen. Der Worg, er sieht einfach ultra geil aus, besonders mit dieser Fresse. Das ist einfach geil. Werwolf getreu, muss ich sagen, nicht schlecht. Dann haben wir da den Pandar. Pandaria hat eine ganz spezielle und wichtige Rolle. Und zwar, er ist am Anfang vom Level neutral. Also man kann ihn für die Allianz wie auch für die Horde spielen und tut sich im Verlauf vom Level dann müssen entscheiden, hey, stehe ich jetzt hinter der Horde oder stehe ich hinter der Allianz? Aber man kann nicht neutral bleiben, also muss ich wirklich am Rande sagen. Auch eine ziemlich coole Klasse, aber in meinem Fall ist es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es geliebt, mit verschiedenen Events, wo Pandar auftaucht ist und etc. etc. Ich habe mir jetzt, glaube ich, sogar Magier auf 120 mal gezogen. Magier Pandar, aber dann lassen wir das mal sein. Dann gehen wir da zu meiner allgeliebten Horde. Im Hintergrund sehen wir gerade mal den Shrek, der Anführer von der Horde. Sieht natürlich nicht einmal so schlecht aus. Dann haben wir den Untoter. Nicht Untote, sondern Untoter. Der Untoter ist eine Fraktion, die unterstehend ist von der lieben Sylvanas. Sylvanas, die eine wichtige Rolle spielt in Shadowlands. Und wie ich schon angekündigt habe, hat Shadowlands angefangen, mein Viertel kratzeln, dass ich wirklich wieder Lust habe, World of Warcraft mit euch zusammen anzufangen. So, dann haben wir Tauren, von Anfang an mit dabei, auch eine ziemlich coole Klasse. Könnte man sich natürlich auch noch gut überlegen. Dann hätten wir auch noch die Trollen mit ihren Fangzähnen. Die sehen auch noch ziemlich cool aus, besonders in ihren Blaufarben. Dann haben wir den Blutelf, einer meiner absoluten Lieblingsklassen, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich vorher schon erwähnt habe. Ich bin ein Elfen-Fan.
Und allgemein der Kill Talas hat mich halt durch Warcraft-Zeiten mega begeistert, etc. etc. So, dann lassen wir den mal gerade mal so stehen. Schauen wir uns noch den kleinen Goblin an, weil die liebe Horde braucht ja auch noch eine kleine Rolle in seiner Reihe. Und zwar haben ja die Gegner da wirklich Zwerge und Gnomen, dafür haben wir unsere Goblins. Goblin auch eine ziemlich coole Klasse, grün wie unser Shrek da oben. Also wir hätten hier einmal den Shrek in grosser Version und einmal den Shrek in der kleinen Version. Daher würde ich sagen, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich würde von Anfang an, ehrlich gesagt, auf den Blutelf tippen, da ich sowieso ein allgemeiner Blutelf-Fan bin und daher mich gerne auf den Blutelf anpassen. Wir können ja gerade mal da noch ganz durchschauen, was der Blutelf für Vorteile hat. Für Zauberfertigkeiten erhöht, kann Ressourcen wie Mana oder Energie wiederherstellen, band einen Effekt vom Gegner in der Nähe widerstandsfähig gegen Arkanschaden. Und da unten hätten wir auch noch den Text dazu, wie das mit den Blutelfen zustande gekommen ist, etc. etc. Da ist jetzt eher der Krieger ausgelevert, das sind halt die verschiedenen Klassen, die man auswählen kann. Ich würde sagen, da wir uns ja schon mal für den coolen Blutelf entschieden haben, schauen wir uns noch verschiedene kurze Klassen an. Wie zum Beispiel, kurzer Moment, nicht, falscher Knopf, nicht verschrecken. Oh nein, wo soll ich jetzt da hin? Ich swipe sonst irgendwie da zwischen... Ja, das kommt gut, das kommt gut. Ich bleibe jetzt mal da unten in die Kamera reinstehen, das kommt ziemlich gut. So, dann haben wir da den Krieger, jetzt sehen wir nämlich auch den Text dazu, haben wir den lieben Krieger mit Tank und Nahkampfschaden, das sollte eigentlich selbsterklärend sein, ist in vielen Spielen vertreten, why not? Ein Paladin, auch auf Tank, Heilig Nahkampfschaden bezogen, meine absolute Lieblingsklasse, die habe ich gesuchtet von Burning Crusade bis Pandaria, hauptsächlich nur Paladin, aber dass jetzt nicht alle gerade denken so, nein, jetzt nimmt er sowieso den Paladin, nein, ich werde genau aus dem Grund den Paladin nicht nehmen, weil für mich ist der einfach komplett ausgelutscht. Ich habe den so viel gesuchtet und durcheinander gezockt, also, ich weiss gar nicht, wie viele Stunden an Zeit ich in meinen Paladin investiert habe. Der ist für mich völlig ausgelutscht, auch wenn er neue Sachen dazu bekommen hat, etc. etc. Ist es für mich nichts Neues und darum würde ich den Paladin eigentlich ignorieren, weil ich habe immer noch das Gefühl, Völkerauswahl spielt ja eigentlich keine Rolle, geht ja mehr aufs Aussehen. Klar, man hat noch kleine Spezialsachen, wie wir jetzt da sehen, die zu den verschiedenen Völkern passt. Aber ich finde, im Großen und Ganzen sind das zwei Welten, was für eine Klasse man spielt oder was für ein Volk das man spielt. So, dann haben wir den Jäger mit seinem Bögeli schon fix parat, mit seinem Mount im Hintergrund. Das ist halt noch ziemlich speziell, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich habe selber einen Jäger noch nie gespielt, aber ich weiss, dass man irgendwie unterwegs verschiedene Pets kann einfangen, also NPCs, Computer, Gegner kann einfangen und die für sich kämpfen lassen. Also, wie ihr hier jetzt im Hintergrund seht, das ist irgend so ein Drachenviechli, das kann ich gar nicht drehen, nichts, schade. Und dann können wir eigentlich immer mit einem Begleiter zusammen durch das ganze Spiel durch das spielen und das finde ich ist eigentlich auch noch eine ziemlich coole Sache. Dann haben wir hier den Schurke. Wie man ihn kennt, hinterlistig und fett und gemein, kommt er von hinten unsichtbar und sticht dich ab. Absolut leider nicht mein Gaming-Style und daher würde ich jetzt den von Anfang an einmal auslassen. Dann haben wir den lieben Priester. Priester natürlich auch noch ziemlich coole Klasse, Heilig Distanzschaden, ist halt mehr wirklich auf Heilig bezogen. Also man kann seine Schildchen verteilen, man kann heilen. Ich persönlich habe ihn mal gespielt, aber ich habe dann irgendwie bei Level 30 aufgehört, weil er mir einfach zu langweilig ist. Ich brauche lieber mehr Action, ich muss in den Kampf rein, ich muss voll mit dabei sein und da bist du wirklich immer hinten dran an der Reihe. Du musst da ein bisschen deine Schildchen verteilen, schauen, dass alle ein bisschen überleben und daher spielt die Klasse für mich keine Rolle. Da haben wir den Schamane. Schamane ist nicht für unseren Blutelf auswählbar. Darum gehen wir gerade auf den Tower, weil man kann nicht jede Klasse für jedes Volk spielen. Und da sehen wir auch gerade ganz kurz, der Schamane mit seinem Totem im Hintergrund ist halt wirklich auf die Elementar bezogen und kann eben seine Totems benutzen, etc. etc. So Strömschläge machen. Alles mögliche, auch noch ziemlich coole Klasse. Aber lassen wir mal so stehen. Magier, selbsterklärend von allein. Magier braucht es auch in jedem Spiel. Wenn ich mich nicht täusche und das immer noch gleich ist wie früher, gibt es beim Magier 3 verschiedene Sorten von Magie. Und zwar einmal Frost, Arkan und Feuer. Wenn das noch gleich ist, ich will da jetzt nicht falsch äußern, aber auch eine ziemlich coole Klasse. Wer Magier gerne hat, why not? Dann haben wir den Hexenmeister, auch auf Beschwörungen bezogen, hauptsächlich auf Flüche, also Schattenmagie. Und daher, wie man da im Hintergrund so sieht, hat er einen ganz kleinen Wichtel bei sich. Ich glaube, das nennt sich Wichtel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auch eine ziemlich coole Klasse. Dann haben wir den Mönch, der ist zur Zeit von Mist of Pandaria auftaucht, wo ich dann so plus minus anfangen habe aufhören. Darum kann ich auch nicht wirklich viel dazu sagen. Ich habe nur das Let's Play vom Gronk gesehen, mit etc. etc. Ich glaube, das hat sogar jeder gesehen. Dann haben wir den Druiden. Der Druide ist halt nicht auswählbar für unseren Blutelf, aber ich schaue ihn doch trotzdem noch ganz schnell an. Ist als Tank heilig, Distanzschaden, Nahkampfschaden eigentlich auf jeder Rolle vertretbar. Kann sich in verschiedene Gestalten verwandeln, wie ein Bär oder eine Katze, was jetzt so weiter und so fort. Auch eine ziemlich coole Klasse, halt nicht für uns spielbar. Dann haben wir den Blutelf. Unten hätten wir den Dämonenjäger. Da ich jetzt auf einem kompletten neuen Realm spiele
Und braucht man eigentlich auf dem Real mindestens einen Charakter auf Level 70, dass man überhaupt den Dämonenjäger könnte spielen. Auf meinem normalen Server, wo ich normalerweise spiele, könnte ich natürlich jetzt zeigen und spielen. Ist eigentlich vom Aussehen her einer der geilsten Klassen, was es gibt. Aber leider schade, wie wir da unten auch sehen, der Charakter mit der höchsten Stufe auf diesem Real muss mindestens Stufe 70 erreicht haben. Ziemlich coole Klasse, aber in dem Fall nichts für uns. Dann haben wir den Todesritter und wieder schon die Meldung kommt, so ich gehofft, wir können wenigstens anschauen. Todesritter startet auf einer höheren Stufe und sind für vorgeschrittene Spieler gedacht. Wenn ihr noch neu in World of Warcraft seid, empfehlen wir euch für den Anfang mit anderen Klassen zu spielen. Okay, nein, jetzt kann ich doch noch anklicken und anschauen. Dann sehen wir da auch schon den Blutelf. Todesritter ist ab Stufe 55 spielbar. Sie würden uns empfehlen, den nicht zu spielen, wenn wir neu wären. Aber wenigstens, dass wir ihn neu mal kurz anschauen. Weil ich meine, ich bin auch ein absoluter Lich King Fan. Also zu diesen Zeiten bin ich einfach nur gehypt gewesen, hoch 10. Darum, Todesritter, an dieser Stelle habe ich auch übelst gross gesuchtet. So, da wir jetzt alle unsere Klassen durchgeschaut haben, kommen wir zu der Qual von der Wahl. Und zwar, was spielen wir? Ich persönlich würde sagen, ich würde gerne mal auf einen Fernkämpfer gehen, durch das, dass ich halt viel Nahkämpfer gespielt habe, eben etc. Paladin, sehr durchgehend auf Nahkampf. Würde ich sagen, gehen wir eher auf Fernkampf, dann würden uns führig bleiben der Jäger, der Priester, der Magier und der Hexenmeister. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Hexenmeister ist nichts für mich mit diesen Flüchen und mit diesen Beschwörungen, habe ich auch schon ausprobiert. Der Magier ist auch, eben Fernkampf ist für mich ziemlich schwierig zum Spielen, da ich halt eher lieber Nahkampf spiele, aber eben, es muss auch mal für mich ein bisschen etwas Neues sein, wirklich etwas Neues sein. Daher überspringe ich jetzt einmal ganz kurz den Magier, weil wenn ich jetzt einen Magier spielen würde, würde ich nur vergrölen, weil ich würde mehr Fails bringen als in jedem anderen Spiel. Durch das, dass ich einfach Magier nicht an mich heranlassen kann, es ist nicht meins, oder? Dann haben wir den Priester, da habe ich glaube schon mal erklärt, den habe ich ja durchgesuchtet, aber auch wiederum nichts für mich, er ist mir zu langweilig. Ein Charakter, der mir zu langweilig ist nicht spielbar, es tut mir leid, darum gehen wir mal zum Jäger. Der Jäger hat mir jetzt gerade von Anfang an zugesagt, besonders weil es mich interessiert. Ich habe ihn wirklich noch nie großartig gespielt. Ich glaube, ich habe mal bis Level 6, 7 habe ich mal einen Jäger gespielt, einfach so mal reinschauen. Hey, wie ist der eigentlich und etc. Aber ich will sagen, mich interessiert das allgemein einfach mit diesen Mounts da im Hintergrund. Wie funktioniert das? Wie können wir die einsammeln? Wie können wir sie für uns kämpfen lassen? Wie funktioniert das mit dem Großen und Ganzen etc. Würde ich sagen, wir hätten eigentlich im Grundsatz genommen, unseren Charakter schon mal fast beisammen. Das Einzige, was noch fehlen würde, ist unsere Hautfarbe, unser Gesicht, unsere Frisur, unsere Haarfarbe und unser schicker Bart. Darum schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben auf der Seite verschiedene Zahlen, die wir anschauen können. Dann wir uns alles jetzt einmal durchschauen, merken uns die Zahlen, die uns am meisten gefallen hat und dann würden wir eigentlich die dann auswählen. Hättet ihr jetzt eine andere Klasse genommen, statt Jäger oder Blutelf oder Spieler im Allgemeinen etwas anderes, schreibt es mir doch in die Kommentare, es würde mich freuen, das auch von eurer Seite zu hören. So, dann haben wir unsere Hautfarbe, die wir auswählen können. Im Allgemeinen muss ich auch sagen, Elfen sind allgemein recht hell bezogen und ich persönlich würde meinen Charakter eher hellfarbig beziehen. Und daher, das ist mir jetzt auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen zu brünlich. Darum würde ich jetzt sagen, ich schaue da mal durch. Das 2 ist nicht. Das 3 zum Beispiel würde mir gerade von Anfang an ziemlich zusprechen, dass halt wirklich ins Helle reingeht. Und das gefällt mir ehrlich gesagt an einem 11 ziemlich gut. Dann würde ich sagen, wir merken uns mal als Nummer 3 und schauen wieder, du bist ein bisschen viel gesünneln, mein Junge. So, dann haben wir da wirklich alles. Gut, jetzt habe ich da glaube ich eine übersprungen, das Nummer 7, das Nummer 8. Das Nummer 9 wäre der einzige, der auch ein bisschen heller bezogen wäre. Aber dann würde ich sagen, wir schauen jetzt mal den Vergleich an zwischen Nummer 9 und Nummer 3. Okay, Nummer 3 und Nummer 9. Ich muss sagen, das Nummer 3 dunkelt mich ein bisschen Ticken heller. Daher würde ich mich ganz ehrlich gesagt für das Nummer 3 entscheiden. Ich denke, das sollte soweit eigentlich gut kommen. Dann kommen wir schon zu unseren Gesichtern. Ich würde sagen, ich gehe auch wieder auf Nummer 1, gleiches Prinzip. Wir schauen uns alles durch und dann entscheiden wir am Schluss, was uns am meisten gefällt. So, dann haben wir da ein cooles Gesicht halt mit diesen Schattierungen im Gesicht rein, mit den Wangenknochen. Ich persönlich ist nicht so mein Fall, daher würde ich sagen, ich schaue gerade mal direkt weiter. Das halt auch, das ist wirklich so mit Wangenknochen hochziehen, da schmunzelt er schon vor uns her. Er will, dass wir ihn wählen, aber wir nehmen ihn nicht. Persönlich, das gefällt mir jetzt gerade von Anfang an recht gut, weil es halt mehr neutral bezogen ist, eben nicht mit so Wangenknochen etc. Ich finde, das macht den Charakter auf eine gewisse Art und Weise älter. Und das wollte ich jetzt in dem nicht wirklich müssen haben. Darum merkt man uns schon mal Nummer 4 wie da zum Beispiel, da sieht man auch die Falten auf der Seite. Tut der halt Charakter recht älter beziehen und das ist halt nicht mein Stil von Spielen. Ich bin jung und knackig und daher wollte ich auch einen jung und knackigen Charakter für mich erstellen. Und darum, die zwei fallen auch schon mal wieder weg. Ui!
Du brauchst wirklich ein bisschen mehr Essen in deinem Leben. Das ist einfach langsam magersüchtig von dem Gesicht her, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir auch nicht. Dann kommen wir zum Nummer 9. Nummer 9 ist auch noch recht neutral gefasst. Also merkt man uns gerade mal noch das Nummer 9. Ja, da tut sich wirklich nur die Lippen verändern, ob man es gerade gezogen haben oder ob man ein bisschen Schmunzeln drin. Ich würde sagen, ich merke mal statt Nummer 9, Nummer 10. Nummer 10 hat mir jetzt besser gefallen. Bei diesen Gesichtern drückt halt wirklich die Augen raus. Wir müssen mal darauf achten, das ist wirklich krass da. Die Augen gehen ja wirklich gerade ins Helle hin, also dämonenhaft. Gar nicht mein Style. Also ich würde wirklich eher im Freundlichen, das gefällt mir halt recht. Dann haben wir das Nummer 10 und das Nummer 4, wo man zwischen auswählen. Aber ich würde sagen, das Nummer 4 sagt mir von Anfang an mehr zu als das Nummer 10. Wenn ich das so im Vergleich anschaue, ist das Nummer 4 ein kleiner Ticken fresher. Darum wählen wir doch mal das Nummer 4 und dann kommen wir schon zu den Haaren. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Haare, die wir da im Hintergrund sehen, die gefallen mir schon von Anfang an ziemlich gut. Und daher, nein, ich tue die jetzt noch nicht wählen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz weg, dass ich da nicht vorspule für mich selber. So, dann sind wir mal auf Nummer 1 und schauen uns trotzdem mal ganz kurz durch, was für Haare wir wählen. Dazu so einen Roschwanz gegen Führen ist gar nicht mies. Sprachlos. Sprachlos. Das ist natürlich ganz cool gemacht, besonders mit den Haaren gegen Führen und den Zacken gegen hinten da. Ich muss sagen, das hat auch etwas Fantasy-Anime-haftes. Ich würde sagen, ich merke mir gerade mal das Nummer 3, das gefällt mir auf eine gewisse Art und Weise direkt einmal. Da haben wir nochmal so einen Roschwanz zur Verfügung. Auch noch auf eine gewisse Art und Weise cool, aber nicht mies, nicht mies. Da haben wir noch ziemlich viel Volumen oben drin. Die haben alle mehr Haare auf dem Kopf als ich, noch wenn man das jetzt mal so anschaut. Ui, ui. So, das ist einfach nochmal eine schlechtere Version von dem von vorher. Das hat etwas vom Deidara, wer Naruto kennt, mit dem zackigen Gefühl, auch noch ziemlich cool eigentlich. Du bist da auch am Verstecken, dass du weniger Haare auf dem Kopf hast wie ich, das sieht man auch gerade. Daher wären wir wieder bei unseren langen und glatten Haaren, das wo halt Elfen wirklich, wo mehrheitlich Elfen wirklich haben, so lang und glatt und Ich bin gerade sprachlos und weiss nicht, was dazu sagen. Ich finde einfach, nein, es ist nichts für uns, das lassen wir gerade mal so stehen. Da haben wir so einen Roschwanz gegen hinten, ist noch cool gemacht, muss ich sagen, aber auf eine gewisse Art und Weise gar nicht mein Style. Das ist einfach irgendetwas und jetzt eine ganz ehrliche Frage, gefällt das irgendjemandem von euch? Also findet das gerade jemand cool? Also, ich sage jetzt wirklich nochmal nichts dazu und gehe nochmal einen Schritt zurück. Einen Schritt weiter. Da haben wir Koteletten bis ganz abgezogen. Sieht natürlich nicht schlecht aus mit dem Roschwanz zusammen, aber auch gar nicht mein Style, passt auch nicht zu meinem Charakter. Oh Mann. Also, sie bringen dreimal die schlechte Version, einmal sehr schlecht, einmal mittel, einmal gut. Also ich muss sagen, wem es gefällt, why not, why not. So, dann haben wir da oben noch den Roschwanz mehr abgeschnitten, da hat er die Haare nicht mit gebunden. Ich muss sagen, es sieht auch mega komisch aus da mit seinem Gesicht da vorne dran. Und da kommen wir zu neumodisch einmal hinterschlecken gut ist. Ich würde sagen, wir hätten eigentlich unsere Entscheidung getroffen, und zwar zwischen Nummer 9 und Nummer 3 ist das, glaube ich, jetzt gewesen. Jawohl, Nummer 3 oder Nummer 9. Ich würde sagen, wir vergleichen das nochmal ganz kurz, da haben wir das Nummer 3. Das Nummer 9 ist halt eher glatt langgezogen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade am meisten, besonders halt, weil es noch so ein bisschen, es hat noch etwas in den Haaren drinnen, es ist nicht so langweilig glatt und wie es ein Elf normalerweise hat, sondern es hat noch so das kleine gewisse Extra. Ich würde sagen, wir wählen doch gerade mal die Haare. So, dann kommen wir zu unseren verschiedenen Haarfarben, die wir haben. Ich muss da aber gerade am Rande sagen, von Anfang an, Leute, ich hätte gerne eher eine hellere Haarfarbe, weil ich halt jetzt auch einen helleren Hautton habe, etc. Und daher würde ich auch gerne hellere Haare. Ich finde, dunkle Haare passen einfach nicht zu einem Blutelf. So, die würde man gerade von Anfang an zusagen, muss ich sagen. So mit dem hellen Blond sieht noch ziemlich cool aus. So grau wäre natürlich auch noch okay. Aber dunkle Haare, schauen wir ganz kurz durch. Mein Geschmack ist es nicht, daher würde ich die hauptsächlich überspringen. Das ist jetzt eher so brünlich. Okay, das ist so gräulich, das gefällt mir natürlich gerade von Anfang an wieder sehr, muss ich sagen. Darum 6 merke ich mir mal aus. 1 und 6 bis jetzt. Aber ich glaube, blündlich kommt uns besser. Also nehmen wir dem das 1 und das 8 zur Auswahl. 6 tun wir dem gerade mal wieder weglassen. Und da hätten wir es noch mal so ein bisschen brünlich. Das würde noch im Rahmen liegen, aber ich würde sagen, unsere Wahl fällt zwischen 8 und Nummer 1. 8. 1. Das 8 ist halt noch ein bisschen ein Ticken
dunkler da hinten, besonders da mit diesen Spitzen zu. Ich würde sagen, ich wähle von Anfang an als Nummer 1. Es sagt mir gerade zu, es sieht einigermaßen gut aus. Und daher kommen wir zum Bärtli von unserem lieben Blutelf. Das schauen wir gerade mal durch. Ich bin jetzt gerade unsicher, ob es da... So, das wäre einmal Viertel Blut. Auch nicht schlecht. Da hätten wir so ein kleines Kinnbärtli. Da ist es eher gegen aufgezogen. Ja, bis jetzt sagt man gerade so nichts zu. Da haben wir einfach so einen Strich in der Landschaft. Wer es gerne hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Nummer 1, unser Viertel Blut, gefällt mir von Anfang an recht gut. Daher würde ich sagen, ich behalte gerade so bei. Und das heisst für uns, wir haben unseren Charakter erstellt. Unser allererster Warcraft-Charakter. Uey. Also nicht mein allerersten, aber mit euch zusammen mein erster. Daher kommen wir zum wichtigsten Teil von allen. Wie nennen wir ihn? Ich würde sagen, ich probiere gerade mal den Schweizer. Wir sind der Schweizer, daher versuchen wir doch gerade mal den Schweizer zu spielen. Und es funktioniert. Jawohl. Wir haben unseren allerersten Charakter in World of Warcraft. Und ich würde sagen, wir lassen... Okay, das kann einmal passieren. Macht nichts zur Sache, ich würde sagen. Dass man da ab und zu einen Unterbruch hat, ist nichts Verwerfliches. Ich würde sagen, den Charakter haben wir ja Gott sei Dank gerade noch erstellt, bevor es abgebrochen ist. Aber schauen wir doch gerade mal noch ganz kurz in die Welt rein von World of Warcraft. Ich freue mich schon jetzt mega. Ich weiss nicht, muss man anmerken. Ich bin richtig hibbelig unterwegs gerade momentan. Uiuiui. Schauen wir uns das Ganze doch mal. Oh. Die letzten Jahre haben beispiellose Umbrüche über das ewige Land Keltalas gebracht. Auf Anweisung ihres geisteskranken Anführers Keltas Sonnenwanderer kanalisierten die Blutelfen gefährliche, chaotische Magie und verwandelten ihren heiligen Sonnenbrunnen in ein Tor unsäglichen Übels. Als Keltas und seine dämonischen Meister schließlich besiegt wurden, vollzog sich jedoch eine andere Verwandlung im Sonnenbrunnen. Ein sterbender Naru opferte seine Lebensessenz, um aus dem Sonnenbrunnen wieder einen Quell heiliger Energie zu machen. Nun erblickt der Regent der Blutelfen, Lorde Materon, wieder einen Schimmer Hoffnung für sein Volk am Horizont. Das Licht des Sonnenbrunnens könnte die Blutelfen von ihrem Fluch befreien. Doch viele klammern sich an die angeeigneten arkanen Kräfte und zögern sie aufzugeben. Als einer der Blutelfen müsst ihr für den Schutz von Keltalas kämpfen und eurem Volk helfen, sein Seelenheil zu finden. So, nach dem ganz kurzen Einblick, was jetzt da mit den Blutelfen an sich hat und was unsere Aufgabe darstellt, würde ich sagen, jetzt verschreckt nicht, jetzt verschwindet wahrscheinlich ganz kurz der Ton. Und zwar, ich husche meine Kamera jetzt da in die Chatbox rein, weil ich habe das Gefühl, das sollte eigentlich alle am wenigsten stressen. Und daher, wusch, machen wir das so. So, da wären wir bei der Magistrix Erona. Die hat schon unsere allererste Quest, die wir da annehmen können. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, Questziel, töte 6 Mana-Würmer. Sie halten sich rund um die brennenden Kristalle auf, die man nahe des Turms und des Vorbaus finden. Belohnung, ihr bekommt 50 Rubine, wenn ich mich nicht täusche, heisst das. Und Erfahrung 240. Der Text oben, muss ich ganz ehrlich sagen, lasse ich mal aus, es ist nur Geschichte zu dieser Quest dazu. Daher ich werde hauptsächlich nur Questziel vorlesen. Und so nehmen wir unsere allererste Quest in World of Warcraft an. Oh mein Gott! Ich habe so Freude, das wäre unser Blutelf. Kann ich den hier nicht mal drehen, zum zeigen? Nein, geht nicht. Das wäre unser Blutelf, der Entdecker. Das ist gerade der Titel, den ich halt schon mitgenommen aus alter Zeit. Unser Begleiter. Ein Drachenfalken. Begleiter von unserem Schweizer. Jawohl! So, dann haben wir unsere allererste Quest. Ich würde aber sagen, wir schauen mal da ganz noch kurz durch, was wir alles zur Verfügung haben. Und zwar hätten wir da Charakterinfos. Charakterinfos sind eigentlich die Einstellungen, wo wir alles ein bisschen verändern können, wo wir unsere Rüstung verändern können, unser Aussehen ein bisschen verändern und wo wir dann unsere Teile anziehen müssen. Dann sehen wir auch schon, da habe ich 3 Titel schon zur Verfügung von meinem alten Spiel, der Jenkins, wir haben der Schweizer, der Geduldige, der Schweizer, der Entdecker, der Schweizer, der Jenkins. Das sind halt meine Titel wirklich vom früheren Spielen. Das ist auch noch ziemlich cool, ich würde sagen, wir nehmen Schweizer, der Geduldige. So, da haben wir unsere Rufe, das heisst, so mehr Quests wir erfüllen pro Fraktion, also es ist ja eine riesen Welt. Wir befinden uns jetzt gerade momentan in Silbermond, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt tun wir durch jede Quest, die wir eigentlich erledigen, unseren Ruf in Silbermond verbessern. Das erlaubt uns bessere Gegenstände zu posten, mehr Mounts zu posten, besonders bessere Mounts, etc. etc. Und das ist halt von Volk zu Volk, zu Stadt wieder neu und neu. Wir werden dann auch sehen, wie sich da immer mehr Städte, die wir entdecken, plötzlich auflisten und wir die können machen. Wir sind da jetzt so ziemlich
freundlich zu allen. Und da sind wir neutral unterwegs, Silvermoon sind wir freundlich. Und in der Stadt sind wir auch freundlich gelegen. Ich würde sagen, ziemlich cool. Da hinten haben wir unser Zauberbuch und Fertigkeiten. Wir schauen gerade mal rein, was wir da so alles haben. Dann schaue ich mal ins Allgemeine. Das ist unser Arkanenstrom. Jedes Volk hat seine eigene spezielle Fähigkeit. Bei uns wäre es der Arkanenstrom, wo entfernt einen positiven Effekt von allen Gegnern innerhalb von 8 Metern und stellt 15 Fokus wieder her. Fokus ist, was ist eigentlich Fokus? Fokus ist das unser Mana, blöd gesagt. Das könnte ich jetzt so gar nicht mal sagen, aber ich bin Jäger völlig keine Ahnung davon. Dann sehen wir da auch Verzauberkeiten um 10% erhöht, belebt Haustier wieder, das haben wir glaube ich alles da unten. Drachenfalken rufen, Begleiter, Tier wiederbeleben, Arkaner Strom haben wir da. Und der Cobra-Schuss, unsere allererste und einzige Fähigkeit, die sollte eigentlich da drin sein, jawohl, die zwei sollten eigentlich komplett noch leer sein. Cobra-Schuss, ein schneller Schuss, der 2 körperlichen Schaden verursacht, verringert die Abblickzeit vom Tötungsbefehl um 1 Sekunde. Tötungsbefehl besitzen wir halt noch nicht, das ist dann erst ab Stufe 10 da hinten verfügbar, wie ich gerade gesehen. Und der Cobra-Schuss, aber müssen wir mal schauen, was wir denn da alles von Level zu Level bekommen. Da haben wir unsere Erfolge. Also momentan haben wir da ziemlich viel Erfolg schon drin, von mir, von der früheren Spielzeit, wie wir da schon gesehen, über 5360 Erfolgspunkte. Klar hätte man dort halt noch mehr machen können, aber ich bin halt mehr auf PvP früher gewesen und habe gerne Leute geschlachtet in der Arena. Und daher schauen wir unsere Questlog an. Wie wir da schon gesehen, unser Questlog macht sich automatisch unsere Map auf, wo man sieht, hey, in diesem Rahmen rein ist unsere Quest zum Erfüllen. Mana-Würms getötet, 0 von 6. Da sehen wir auch gerade unsere Quest. Wir befinden uns auf der Insel der Sonnenwanderer. Nice, also da drinnen würden wir unsere allererste Quest führen. Was haben wir denn da noch? Gilde und Community. Gilde und Community. Wir befinden uns ja zurzeit noch in keiner Gilde. Was gibt's denn da? Community beitreten oder Gilde gründen. Okay, alles klar. Ich kenne mich da jetzt halt auch noch nicht aus. Das ist schon ein bisschen neuer eingestellt. Früher war das ein bisschen anders gewesen. Daher muss ich aber ganz kurz am Rande sagen, wenn ihr Interesse daran hättet, mit mir zusammen eine Gilde zu eröffnen und vielleicht so eine kleine Community-Gilde zu machen, wo das wir auch alle zusammen mal ein bisschen mehr spielen oder zusammenspielen, dann könnt ihr mir das sagen. Der Realm ist, glaube ich, Durotar, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf dem wir jetzt gerade momentan spielen. Also ich darf euch gerne anschliessen, ihr könnt mich adden, dann können wir vielleicht sogar einmal gerne zusammenspielen. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, das könnt ihr in die Kommentare schreiben, eröffne ich eine Gilde, eine Schweizer Gilde, und dann können wir alle zusammen mal die Gilde zusammen ein bisschen raiden, können zusammen Zeug erledigen. Also ich würde es noch ziemlich cool finden, mit euch zusammen ein bisschen spielen. Aber jetzt höre ich auf zusammen sagen, sonst habe ich noch nämlich zu viel zusammen hintereinander gesagt. Und daher schauen wir noch schnell da durch. Der Dungeon Browser ist halt erst ab Level Stufe 10 verfügbar, genauso wie unsere Spezialisierung Talent ist erst ab Stufe 10 verfügbar. Dann haben wir unsere Sammlungen. Baby Winston habe ich da bekommen. Ihr könnt da verschwinden. So, da sehen wir Haustiere, haben wir schon 42 zur Verfügung. Die sind halt auch von meiner alten Spielzeiten. Ich muss gerade mal schauen. Das sind jetzt Wildtiere. Also es gibt natürlich noch ein separat, kann man noch mit Wildtier kämpfen. Also man kann so kleine, ganz feine, kleine Wildtiere einsammeln. Wie ihr da gesehen habt, haben wir da Frühlingshasen. Den habe ich mal, glaube ich, zur Osterzeit sogar bekommen, wenn ich mich nicht täusche. So, da habe ich, glaube ich, noch ein paar drunter. Haben wir dann da noch ein paar grössere Level. Ja, den Phönixküken haben wir da sonst noch mit, wo schon ein grösseres Level ist. Da ist halt auch eher die Frage, leveln wir gerade die Haustiere weiter. Wir können eben die gegen kleine andere Haustiere kämpfen lassen, wie zum Beispiel, glaube ich, das da hinten, Katze, klein, nein, das geht nicht bei dem. Bei dem auch nicht. Wir müssen das also mal genau anschauen, man kann da irgendwie Haustiere gegeneinander kämpfen lassen, wir selber nicht mehr kämpfen, sondern nur unsere Haustiere. Wie ihr gesehen habe ich da schon einen 3er-Teil parat, aber das ist auch circa zu den Zeiten rausgekommen, wo ich wirklich aufgehört habe, darum kenne ich mich da auch ziemlich wenig aus. Da haben wir unsere Reittiere, da habe ich auch schon 46 zur Verfügung. Jetzt muss ich gerade mal schauen, das ist einer von meiner absoluten Lieblinge gewesen, der Netterschwingendrache. Den werden wir dann natürlich dann auch später können brauchen, sobald wir ein höheres Level sind, reiten können und sogar fliegen können. Daher ist das für uns auch ziemlich unwichtig, aber dass wir einmal ganz kurz reingegüchselt haben. Was haben wir da? Da haben wir Abenteuer für. Dieses Feature ist noch nicht verfügbar und dann haben wir noch den WoW-Shop, wo wir könnten für echt Geld noch irgendwelche Sachen kaufen, wie Reittiere etc. Das sieht aber noch gut aus. Silberischer Träumer. Okay, nice. Okay, da könnten wir wirklich mehrere verschiedene Sachen halt für echt Geld noch posten. Aber die Frage ist jetzt, ob wir das wirklich brauchen. Dass ich persönlich würde sagen, wir spielen sowieso komplett von null. Da hinten haben wir noch Spielmenü, einfach, wo wir all unsere Einstellungen haben. Und somit würde ich sagen, noch unser Rucksack, wo sich all unsere Gegenstände zusammensammeln, die wir eingesammelt haben. Ich würde sagen, durch den Schnelldurchlauf, dass wir jetzt einmal gesehen haben, was wir alles zur Verfügung haben. Und ich werde noch etc. noch Makros installieren, die werde ich euch dann auch noch erklären. In dieser Folge werde ich halt ziemlich viel reden, viel erklären. Und ich hoffe, da sind wir nicht böse, sondern ich finde das ziemlich wichtig, auch für Leute, die WoW nicht kennen und vielleicht mitschauen und einfach das Gefühl haben, hey, ich muss dem dummen Sicht dazu schauen. Darum lassen wir es mal so stehen. Ich würde sagen, wir kümmern uns, wie wir oben jetzt sehen, auch in dem Feld sollten sich die Mana-Würmer befinden. Wir kümmern uns jetzt mal um unsere allererste Quest und töten unser allererste Mount in World of Warcraft.
So, nice. Den ersten haben wir schon down. Manenwurm erledigt. Und allgemein, danke vielmals fürs Einschalten, für den lieben Support. Und wenn ihr allgemein ein Feedback habt oder Vorschläge für Verbesserungen, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und besonders über Feedback und Verbesserungsvorschläge. Weil das mit der Kamera ist auch komplett neu für mich, aber in meinem anderen Let's Play bin ich halt gefragt worden, hey, warum tust du eigentlich nicht Cam einstellen? Und darum habe ich gefunden, warum nicht in World of Warcraft, in einem meiner absoluten Lieblingsgames, wo ich mit euch zusammen kann Blödsinn machen, rumgelabern machen und so weiter und so fort. So, da haben wir gerade noch zerschlissene Wurmschuppen bekommen. Es ist halt ziemlich wichtig, dass wir am Anfang alles mit einsammeln, damit wir auch ein bisschen Geld bekommen. Wie ihr da unten gesehen habt, besitzen wir momentan noch nicht. Rucksack vergrößern kann ich da sogar noch drücken. Alle 4 zusätzliche Rucksackplätze, indem du euren Account mit dem Blizzard-Account geht und SMS-Account schon sicherst. Okay, das ist schon ziemlich speziell, aber das werde ich wahrscheinlich dann offline machen. So, und dann kümmern wir uns gerade mal um den nächsten Mana-Wurm. Nice, wir sind schon mal Stufe 2. Nice, da haben wir uns... Was haben wir jetzt da bekommen? Schwach glühendes Auge, okay. Wir haben schon mal Stufe 2 erreicht. Wow. Oh Mann. Ich bin jetzt schon wieder süchtig nach dem Game, das ist unglaublich. Ich habe schon jetzt Freude und werde wahrscheinlich heute wieder stundenlang in dem Fall anfangen zu gamen. Weil ich persönlich habe jetzt wirklich gar nicht mehr gegamed. Ich bin seit Tagen, freue ich mich so sehr darauf zu gamen. Ich habe mich auch gefragt, ob ich offline einfach mal nochmal einen Charakter ziehen soll. Aber ich habe mir gesagt, hey nein, ich will das Let's Playen, ich will das mit euch zusammen machen. Und ganz ehrlich, ich werde einfach stundenlang jetzt mit euch zusammen das WoW durchgamen. Warum nicht? Schwachglühendes Auge wir noch handeln. Wir haben unsere allererste Quest abgeschlossen, wie wir da jetzt sehen. Ist sie abgeschlossen? Jetzt sehen wir das Fragezeichen da oben. Wartet sie schon auf unsere Ankunft, damit wir der lieben Dame unsere allererste Quest von World of Warcraft abgeben. So, der Schweizer ist da voll in Action mit Geduld. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu der lieben Magistrix Erona und geben mal unsere Quest ab. So, wir kommen jetzt sogar mehr über, als vorher noch geschrieben ist. Vorher hat sie irgendetwas mit anderen, okay. Dann nehmen wir das mal an. Quest angegeben. Wir haben unsere allererste Quest erfüllt, ich würde sagen, ab zur Nummer 2. Sammelt 8 Luchshalsbänder und erledigt Bachkatzenlüchsen und Bachkatzenjüngs. Einkehrt zu Magistrix Erona auf der Insel der Sonnenwanderer zurück, sobald ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Wir würden dafür noch einen tiefgrünen Kettenhalsschuh bekommen für unsere Ausrüstung. Ein bisschen Gold und ein bisschen Erfahrung. Jetzt sehen wir auch, hier, die findet sich da oben drinnen. Die Luchshalsband müssen wir sammeln. Ui, das ist der hohe Zungenbrecher. Bachkatzenjüngs. Und wie wir da unten jetzt gesehen, wie ich schon erklärt habe, euer Ruf bei der Fraktion Silbermond hat sich um 250 verbessert. Das, was ich jetzt gerade am Anfang erklärt habe mit diesen Rufen. Also für jede Quest, die wir abgeben, wird unser Ruf in dieser Fraktion verbessert. Und das ist halt noch ziemlich cool. Da hinten sehen wir auch gerade noch einen anderen Spieler, der da auch gerade gleichzeitig... Oh, warte, jetzt kann ich gerade noch schauen, wie unser Server heisst. Bleib stehen! Bleib schon stehen! Genau, Dun Morok. Nein, das ist nicht das. Okay, das ist glaube ich Senfel Gilde. Oh Mann, Durotar habe ich gemeint, hätte ich gewählt. Aber sonst kann ich das also auch noch in der nächsten Folge ganz kurz nochmal erwähnen. Da haben wir unser erstes Bachkatzenjüngs. So, jetzt schauen wir, ob wir da von dir... Ja genau, ein Luchshalsband. Und ein Luchszahn, das sacken wir doch gerade mal noch kurz ein und erledigen gerade mal unseren zweiten Bachkatzenjüngs. So, Stufe Nummer 3 haben wir auch schon erreicht. Und wenn ich gerade gesehen habe, tut unser Mount in dem Fall auch mitleveln. Ja, da sehe ich auch gerade Level 3 mit 146 Leben. Wir haben gerade momentan nicht so viel. Oh Mann, oh Mann. Katzen, wo bleiben der? Oh, da vorne versteckt sich eine. Dann erledigen wir auch die natürlich noch selbstverlüterlich. So, da haben wir Nummer 3 schon. Da haben wir noch einen lumperten Pelz bekommen. In dem Fall bist du schon eine ältere Version von Katz gewesen. Ach, Katzenjüngs! So, es läuft bis jetzt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also das Feeling von World of Warcraft hat sich schon wieder in meine Seele reingebrannt. Ziemlich cool. Jetzt schauen wir mal da oben entlang. Aber da oben sind wir langsam aus dem Bereich raus, was von diesen Bachkatzenjüngs sollte haben. Dort hinten schleicht gerade mal noch eins rum. Ich sage dann, jagen wir doch das gerade mal noch. Nice, da hinten rennt auch gerade mal noch Blutuma. Das Norgana Blutelf Magierin auf Stufe 7 umeinander. Da haben wir gerade noch Hosen bekommen, die könnten wir auch gerade mal kurz anschauen. Haben wir denn schon mal eine Hose an? Ja, mit 4 Rüstung. Jetzt können wir da mal anschauen. Jetzt kann ich da mit Shift, sieht man auch -2 Rüstung. Also das würde uns nichts bringen, aber gut zum Verkaufen am Anfang sowieso. Da wir ja wirklich kein Geld, nichts haben und ich auf einem komplett neuen Realm bin. Ich habe natürlich auch auf meinem anderen Account sonst eigentlich eine Rüstung
mit der wir viel schneller leveln, die ich mich auch anziehen und die levelt halt mit dem Account mit und ist eigentlich dann immer die stärkste Rüstung, aber die lade ich jetzt einmal für das Let's Play aus und ich würde sagen, wir dann wirklich komplett von null mit komplett neuer Rüstung anfangen. Eine abgetragene Brust haben wir, glaube ich, auch schon an, wenn ich mich nicht... Nein, Brust besitzen wir noch nicht, doch. Brust haben wir da, jetzt muss ich gerade mal schauen, Beta, Shift B wäre denn das. Da hätten wir nur 2 Rüstung, das wäre minus 3 Rüstung, das heisst, einiges schlechter. Daher würde ich das jetzt einmal so kurz stehen lassen. Muss man da nochmal ein Bachkatzenjüngs. Da haben wir noch eins gefunden, bevor sich irgendjemand anders abfährt. Da hinten ist irgendein guter Charakter, der noch durchgeraced. Wird in dem Fall noch größer sein. Abgetragener Handschuh, den ziehe ich jetzt einmal noch nicht an. Da ist der Jins, die Unermüdliche, auf Stufe 3 Blutelf-Priesterin. Oh Mann, wirst du langweilig haben. Glaubt mir, der Charakter ist einfach langweilig. So, jetzt fehlt uns noch eins Bachkatzenjüngs. Weil die farmt uns da gerade mal alle weg. Da killt sie einfach das Mami mit dem Kind zusammen plus noch 3 weitere. Was ist denn da los? Ich suche die ganze Zeit und die finden gerade auf einen Schlag komplett so viel. Böse, böse, ganz böse. So. Dann schauen wir, ob wir da jetzt nochmal das letzte Bachkatzenjüngs finden. Dort hinten schleicht auch noch schon eins rum. Würde ich sagen. Nice. Luchshalsband. Wir haben die Quest abgeschlossen, wir haben alle Luchshalsbänder zusammen. Und daher würde ich sagen, wir machen das auf den Weg zurück zu der... Wie heisst die nochmal? Megastrix. Megastrix. Megistrix. Megistrix. Das ist auch so ein hoher Zungenbrecher. Ich glaube, ich würde sagen, wir geben mal unsere zweite Quest ab. Nice. So, dann bekommen wir auch gerade unsere Handschuhe dafür rüber. Und wir haben direkt gerade nochmal ein Level Up auf Stufe 4 sind wir. Nice. Erschütternden Schuss haben wir bekommen. Das wäre erschütternder Schuss. Macht das Ziel benommen und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit 6 Sekunden lang um 50. Nice, das finde ich aber noch ziemlich cool. Da vorne haben wir nochmal eine Quest bekommen. Spricht mit Latam Perilion auf der Insel der Sonnenwanderer. Er steht in der Nähe des Pfads, der vom Sonnenturm Richtung Westen verläuft. Da sehe ich auch schon auf der Map, da hinten ist es. Aber da haben wir ja noch 3 weitere Quests, die wir eigentlich könnten annehmen. Ich würde sagen, wir schauen gerade mal, wo die sich verstecken. Was sind denn das drin? Gemischtware, Mönchslehrer, Schurkenlehrer, Jägerlehrer. Ah, da können wir dann noch bestimmte Sachen dann erlernen, aber wir sind, glaube ich, noch ein geringes Level. Da sehen wir ein Paladin-Level, Priesterlehrer. Du bist da den ganzen Tag auf Knie, hast du so wenig Leben? 24 von 92 Leben, ja, du bist ziemlich geschwächt. Das ist gar nicht gut, aber in dem Fall befindet sich der da, oh ja, voll da oben. Gehen wir mal ganz kurz zu ihm, um unsere nächste Quest annehmen. Da haben wir eine Katze, die wir noch töten könnten. Brunnenbehüter Solanian. Solanian, okay. Der hat gerade direkt 2 Quests für uns. Da haben wir einmal lese die Tafel vom Schrein Dat Remar und kehrt anschließend zu Brunnenhüter Solian beim Sonnenturm auf der Insel der Sonnenwanderer zurück. Okay, und dann haben wir noch Solians Habe. Sammelt 8 Brunnenhüter Solians Seerkugel, seine Rolle der Geiselmagie und sein Tagebuch ein. Ihr findet die Gegenstände auf der Insel der Sonnenwanderer. Bei den Trümpel, dem Brunnen und bei einem brennenden Kristall bringt sie zu dem Brunnenbehüter oben im Sonnenturm auf der Insel der Sonnenwanderer. Sobald ihr alle gefunden habt. Nice, dann sacken wir die Quest doch auch gerade mal noch ein. Da unten sehe ich aber, da haben wir noch mehr. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt wirklich mal gerade alle unsere Quests ein, damit wir alle miteinander unter einem Stück können erledigen können. So, sammelt 6 Arkanspäne und bringt sie zu Arcanitas Itanas. Was ist das für ein Name? Arcanist Itanas auf der Insel der Sonnenwanderer. Derartige Fragmente findet man bei allen Mana benutzenden Kreaturen auf der Insel. Okay, dann müssen wir einfach Mana-Kreaturen besiegen zum Gegenstand halten. Da haben wir noch einen Rüstungsschmied. Könnten wir jetzt einmal kurz reinschauen. Da haben wir jetzt natürlich noch kein Gold oder Eis, Silber und 50 Rubine hätten wir zur Verfügung. Könnten wir jetzt natürlich da auch schon ein paar Sachen einkaufen oder verkaufen. Da hinten haben wir noch einen Waffenschmied. Das freut mich aber für dich, aber ich weiss jetzt nicht, ob die Bogen sich lohnt zu kaufen. Ich bin mich eher fragen, ob wir jetzt gerade mal all diese Sachen da mal verkaufen, weil die wir nicht brauchen. Das könnte ich mir noch ganz kurz anziehen. So haben wir auch gerade ein bisschen mehr Gold wieder zur Verfügung. Muss ich gerade mal schauen, den Kettan-Schuh haben wir ja, besitzen wir glaube ich sogar keinen, dann ziehen wir den mal an, dass wir noch ein bisschen mehr Rüstung haben. Was ist euer Begehr? Muss ich mal schauen, welcher Knopf ist das? Das ist Nummer C, hä? C. Und das ist Shift B. Nice, okay. Ich muss mir aber ein bisschen mal noch Tastenkombinationen gewöhnen von der Tastatur. Verwendet die Volksfähigkeit Arkanenstrom auf den Manowürm und kehrt anschließend zur Arcanistas Helion zurück. So, da kommt unsere Volkskraft zu Einsatz, und zwar unser Arkanenstrom. Das sollten wir bei so einem Manowürm, den wir jetzt am Anfang erledigt haben, eigentlich benutzen. Aber ich würde sagen, wir haben uns jetzt einen Charakter erstellt,
Wir haben einen kurzen Einblick ins Spiel hineinbekommen, wie alles funktioniert, wie es aussieht, etc. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir doch ganz einen kurzen Cut und wir spielen weiter in der nächsten Folge, wenn es heisst, eine kleine Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge. Ciao!